Wurden Sie aufgrund Ihrer Stimme schon mal als Star erkannt? Naja, das war schon damals, als der Lion King, also als König der Löwen zum ersten Mal rauskam, ja, schon ein bisschen. Aber jetzt mittlerweile, nachdem ich ja nun mehrere Löwen gesprochen habe und viele böse Raubtiere und so, dass schon die Leute dann in der Sekunde, wenn ich irgendwo Milch kaufen gehe oder ich weiß nicht, Brot kaufen gehe, dass dann, wenn ich das sage, ich hätte gern ein Brot, dass sie dann alle etwas verschreckt hochgucken und sind Sie Synchronsprecher? Ja. Waren Sie der Scar oder es kommt dann eben auch der Diego oder es kommt dann eben auch die anderen Tiere da. Also das ist schon so, dass man an der Stimme erkannt wird, ja. Okay, das hätte ich echt nicht gedacht, dass das im Alltagsleben so extrem auch ist. Doch, ist wirklich der Fall, wenn du, weil die Leute ja meistens gar nicht das Gesicht gucken oder wenn dann nur höchstens mal so kurz hochgucken und wenn sie dann die Stimme hören, dann irgendwie, dann merkt man, dass so im Köpfchen irgendwas klickert und dann gucken sie und dann fragen sie meistens auch nicht gleich sofort, sondern erst so, Entschuldigung, aber sind sie? Also die Stimme ist schon, ist klar. Also ich würde haben Christian Brückner zum Beispiel, das ist für mich einer so meiner besten Synchronsprecher oder der Elsholz, Arne Elsholz, der Tom Hanks spricht, den würde ich auch sofort, da würde ich auch bei der Stimme sofort erstmal zusammenzucken und sagen, Moment, die Stimme kenne ich doch. Ja. Und wie oft kommt das so ungefähr vor? Also ist das wirklich regelmäßig oder nur so ab und zu mal? Naja, nun gehe ich auch nicht regelmäßig jetzt Milch und Brötchen an. Also es passiert eigentlich, wenn es passiert schon häufiger, sagen wir mal, so liegt er damit.